ich bin ein Meister im Zeug vertagen und wenn ich es nicht einfach mache, dann mache ich es irgendwie nie. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige und das sind viele, oder sie merken es noch nicht. Viele Menschen warten einfach auf einen besseren Zeitpunkt und den Zeitpunkt gibt es nie, das ist eine Ausrede. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt wie jetzt. Weil jetzt ist es immerhin in deinem Bewusstsein und du sagst, ja, machen wir es dann. Und jedes Mal, wenn du vertagst oder wenn du sagst dann, schwächt es wieder auch, dass das ja, eigentlich willst du machen. Und dann ist es wieder mal eine Woche vergessen, wieder mal einen Monat vergessen, wieder mal ein Jahr vergessen. Und darum, es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, oder? Und das ist ja auch, wenn man mal versteht, dass man sich eigentlich mit so Sachen einfach anlügt, dann lernt man auch einfach mal so einen Schritt zu machen, oder? Weil, ja, ich merke es mir auch, ich sage auch immer, oder sage auch immer noch, ja, wenn ich dann. Und das wenn ich dann ist einfach nur, dass ich es jetzt nicht mache. Oder weil ich kann vieles, was ich sage, ja, wenn dann, könnte ich jetzt eigentlich schon anfangen. Oder tu vieles, also auch ich, tu vieles vertagen merken. Also ich merke es jetzt immer mehr, weil ich halt immer bewusster bei der, ähm, mich selber beobachten, oder? Dann merke ich eigentlich schon, wie viele vertagen. Oder jetzt gerade auch mit der ganzen Manifestation, wo ich ja jetzt auch schon ein Weile dabei bin und mache, habe ich auch gemerkt, oder? Ich nehme dann da auch wieder, nimmt man den einfachen Weg, das ist einfach der Mensch, nimmt man den einfachen Weg und denkt, ja, ist ja viel einfacher, wenn ich das eine oder andere halt einfach warte, bis es auf mich zukommt. Und ja, es kommt schon das eine oder andere auf dich zu, es kommen Möglichkeiten, aber den Schritt musst du gleich machen, du musst gleich irgendwie in die Aktion treten, oder? Und genau, und gerade vor allem mit dem Neville Goddard, der sagt, living in the end, oder nimm Leben so, wie dein 2.0, wie die Version von dir, wo du möchtest leben, lebt. Und vieles kannst du jetzt machen, oder? Das heißt, dass du jetzt schon der Mensch bist und in die Gefühle kommst, wo der wäre, wo du möchtest sein, oder? Und das sind dann halt, also ich habe dann auch gemerkt, das sind dann zum Beispiel sagen, ja, eben, wenn meine Version 2.0, die möchte meditieren. Ja, eben, wieso fange ich dann das jetzt nicht an? Oder das ist etwas, wo man anfangen kann. Oder wenn man sagt, ja, ich will besser auf meinen Körper schauen, dann kann man jetzt damit anfangen. Und nicht erst, wenn das Wunder passiert, dass man so plötzlich keine Lust mehr hat auf Zucker. Oder, sondern man kann anfangen, bewusst den Zucker oder was auch immer, das ist jetzt ein Beispiel, oder? Bewusst weglassen und so immer mehr zu dem werden, was man will. Und alles, was gratis ist, kann man, also wo nichts kostet, kann man eigentlich zu jeder Zeit fast anfangen, oder? Und auch wenn man jetzt sagt, ja, okay, ich möchte reisen, und dann denkt man, ja, nein, ich habe ja das Geld nicht, dann kannst du dich gleich schon mal damit beschäftigen, mit deiner Destination, wo du willst. Dann kannst du dich beschäftigen mit Sachen, oder? Und du wirst immer mehr, plötzlich findest du 50% etwas. Oder ein Kollege sagt, hey, ich habe noch ein Ticket, ich weiss nicht, wohin damit, da, nimm es doch. Und dann kannst du sogar gratis gehen, oder? Und so Sachen nehme ich auch immer mehr bewusst wahr, oder? Der Mensch hört auf, wenn es finanziell nicht langt oder wenn die Zeit nicht langt, hört er auf zu träumen, hört er auf zu denken, oder ich inklusiv, oder? Das ist auch ein Glaubenssatz von mir, wo ich sage, oder wo ich am Lösen bin, wo sagt, ja, aber wieso soll ich mich jetzt damit beschäftigen, weil ich habe ja gar keine, also es langt vielleicht, das Finanzielle langt vielleicht bis ein oder andere nicht. Oder aber dann das Beschäftigen macht dann eigentlich auf, dass dann alles andere kann auf dich zukommen, oder? Und der Mensch überlegt, ja, nein, ich arbeite ja 7 Tage, also ich arbeite ja 5 Tage in der Woche. Wann soll ich denn die Ferien machen? Ich habe gar keine Ferien, wann soll ich die Ferien machen? Und man hört dann eigentlich schon auf und erstickt eigentlich den Wunsch oder den Traum im Keim. Und ja, und das sollte man oder kann man sich anfangen, oder? Da hat Zora, wir haben sie selber, nennen wir sie die Warenkorbmethode, wo ich dann eben dann noch nicht mache. Dann tut sie wirklich Sachen, wo sie interessant findet oder wo sie will, tut sie in den Warenkorb, oder? Und damit tut sie sich schon auseinandersetzen, oder? Das heißt, sie weiß schon, warum brauche ich das? Wieso will ich das? Okay, und dann tut sie sich mit dem Gegenstand auseinandersetzen und hat ihn im Warenkorb und dann irgendwann kommt vielleicht eine Meldung, hey, das Produkt ist 50%, oder? Und das ist dann schon, ist man schon einen Schritt näher, als wenn man gar nichts würde machen, wenn man es nicht würde im Warenkorb tun, oder? Und ja, und so Sachen, oder? Wirklich überlegen, was würdest du machen, was würde dein ideale Selbst machen? Was würdest du machen? Und der Marcel, der Wachauer, hat einen mega guten Spruch hat er gebracht. Er hat gemeint, frag dich, was du oder was dein ideale Selbst würde machen, was du aktuell Angst hast. Und dann musst du das machen. Also ein Mensch, der Angst hat, eine Person anzusprechen, sagen wir eine Frau, die Angst hat, einen Mann anzusprechen, oder ein Mann, der Angst hat, eine Frau anzusprechen, der wird das nicht in Zukunft, wenn er es nie übt. Das heisst, wie kommt man in die Erfahrung? Wie macht man das? Indem dass man es macht.
Und jetzt ist die Angst rum, oder? Ja, nein, wegen dem also wird vielleicht abserviert. Und jetzt, durch das, dass man sich so fest damit identifiziert, dass man abserviert wird, schafft man eigentlich eine Realität damit, oder? Das heißt, da kann man auch anfangen zu überlegen, ja, nicht so über sich denken. Und oder halt einfach mal ansprechen, weil man weiß nur, ob es tatsächlich so ist, wenn man die Erfahrung macht. Und das sind auch so Sachen, das vertagt, ich kenne sie auch aus meiner Jugend, das sind Sachen, die man vertagt, oder? Irgendjemanden ansprechen oder auf der Straße jemanden nach Weg fragen, Angst, nein, lieber aufs Handy schauen, weglaufen, oder? Genau, und das sind dann auch so Sachen, wenn dein Ideale selbst keine Angst hat, Menschen anzusprechen, dann kannst du jetzt damit anfangen, das kostet dich nichts, oder? Da kannst du mal einfach beim Arbeiten mal anders reden, mal anders so und dann kommen neue Erfahrungen und die neuen Erfahrungen merkt das ganze System merkt dann, es ist ja gar nicht so wild und dann überschreibst alte Erfahrungen, alte Angsterfahrungen werden zu neuen, gewohnten Erfahrungen, die dir sogar etwas bringen und das ändert deine Identität und nicht indem, dass du daheim hockst und sagst, ich mache es in einem Jahr, sondern genau wenn du anfängst, dich im Jetzt anders zu geben, anders sein, anders reden, anders reagieren. Wenn jemand etwas sagt, dass du nicht mehr gleich versuchst zu reagieren. Und es geht mega gut, indem dass man sich einfach beobachten, oder? Weil das ändert dann eigentlich alles, wenn du einfach merkst, also wenn du dich wirklich fast beobachten, so, wie reagiere ich in was für Situationen und dann und verstehst, dass deine Reaktion, wenn du gleich reagierst, wieder das gleiche Morgen wird stattfinden, dass nur eine andere Reaktion, andere Erfahrungen dich kann verändern, dann wirst du irgendwann nicht mehr gleich reagieren, weil du weißt, okay, wenn ich wieder so reagiere, dann erlebe ich es wieder so, dann habe ich wieder das gleiche Gefühl, dann fühle ich mich wieder gleich schlecht, dann rede ich wieder kein Mensch, spreche wieder kein Mensch an und wenn du dann weißt, okay, die Erfahrung kann es ändern, dann fängst du an, kleine Erfahrungen machen, dann fängst du an, einfach mal jemanden anzusprechen. Dann merkst du, es ist gar nicht so schlimm gewesen, dann sprichst du den Nächsten an und plötzlich redest du vor Menschen oder keine Ahnung, ja, hast einen Job, wo mit Menschen redest, oder? Und das sind wirklich die neuen Erfahrungen, die einem zu einer neuen Person machen. Nicht da hocken, das Jammern, dass nichts läuft. Ja, doch, auch das Jammern kann. Weil irgendwann wird es vielleicht zu blöd und es gibt dir auch genug Energie, dass mal etwas in deinem Leben ändert. Traurigerweise ist wirklich vieles, wenn es negativ läuft, vieles, was negativ läuft, wenn jemand einen Mensch verliert oder so, oder irgendeinen geliebten Mensch verliert oder irgendetwas verliert in seinem Leben, äh, dass dann eine Veränderung stattfindet, oder? Mit Verlust. Aber man muss nicht einen Verlust haben, um sich zu verändern. Aber irgendwie ist das einfacher. Komischerweise ist das irgendwie einfacher für den Menschen, dass er durch Verlust wächst. Und darum, ja, man kann eigentlich auch ohne Verlust wachsen, oder? Fragen, was will man und anfangen, die Sachen machen. Also wenn du einen besseren Körper, also den Körper möchtest trainieren, dann kannst du anfangen. Und also du hättest die Möglichkeit zum Anfangen, dass du mehr in die Richtung kommst. Und du brauchst dann nicht schon von Anfang an den perfekten Plan, den perfekten Bodyplan, das perfekte Essen, perfekte sowieso, sondern das ist dann oftmals schon wieder eine Strategie, dass du das so kompliziert machst, dass du wieder einen Grund hast, um gar nicht erst anfangen. Sondern okay, du möchtest fitter werden, dann gehst du einfach mal spazieren. Das kannst du auch mit deinen Schuhen. Da brauchst du nicht Profischuhe, um spazieren, oder? Also da schaue ich so, weil ich da gerade auch bei mir selber ein bisschen rede. Oder ich merke dann auch, dann habe ich eine Idee und dann habe ich, bevor ich die Idee gemacht habe, bin ich gedanklich schon Meister drin. Aber das Interessante finde ich jetzt gerade, was mir auffällt, das fällt mir jetzt gerade auf, äh, dass ich durch das auch mehr Möglichkeiten habe zum Scheitern und durch das ich da von Anfang an ja mir so viele Gedanken mache und merke, wo ich überall scheitern kann, habe ich auch wieder einen guten, besseren Grund, um es nicht zu machen. Hast du gehört, Fabio? Aufpassen. Genau, und darum eigentlich einfach mal anfangen, oder? Ja, einfach mal anfangen. Aber das, ja, merke ich immer mal wieder mehr. Nachher ist wieder mal ein Tag vergessen. Dann habe ich auch wieder einen Tag, wo es mir gar nicht so gut geht, weil ich wieder Zahlen angeschaut habe oder was auch immer und mich dann wieder schlecht fühle. Aber dann habe ich zum Glück meine super Zora, die dann mich rausholt, wenn ich am Jammern bin. Und umgekehrt, da haben wir uns und da bin ich mega froh, dass eigentlich mindestens immer einer unser Ziel in Augen hat, dass wir nicht versinken in ja, die Negativität. Oder? Und ich glaube, das ist auch etwas sehr Wichtiges. Und da bin ich sehr froh. Ja, Disziplin